Grüße zurück zu einer Kleinigkeit, die ich schon vor, glaube 14 Tagen, 3 Wochen im Community Tab angesprochen habe. 2025, ich muss was ändern. Bald mehr dazu, nun ist es soweit. Wenn du mich schon länger verfolgst, wenn du den Kanal schon länger abonniert hast und sämtliches an Videospielen mitbegleitest, Bewertung da lässt, hin und her und bla bla bla, wird dich das vielleicht interessieren. Wenn du durch Pur und Zufall auf dieses Video gekommen bist, grüß dich aus der Steiermark. Du hast es ja schon bereits im Dialekt-Intro gesehen. Genau. Warum Dialekt-Intro? Dazu wird es irgendwann mit der fernen Zukunft mal ein kleines Video dazu geben. Da mir einige Kleinigkeiten aufgefallen sind, da kann man kurz und knackig einmal drüber reden. Genau, kurz und schmerzlich. Was wir anfangen? Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu besprechen in diesem Video. Die Liste ist lang und eins vorweg, in der Videobeschreibung Kapitelmarker und sämtliche Musik, die du im Hintergrund hören wirst, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Somit auch die Musik, die du im Dialekt-Intro gehört hast. Richtig. Und ich hätte gesagt, ich suche mir nun ein Thema aus und wir fangen dann langsam an, das Ganze aufzuarbeiten. Bis gleich. Intros bleiben, Outros werden in der Zukunft hinzugefügt. Siehe Cyberpunk 2077 als kleines Beispiel. Am Ende meiner Worte schneide ich euch das Intro und das Outro ran, damit du wenn du mich schon länger verfolgst, wirst du das kennen, aber wenn du neu bist auf dem Kanal, dann möchte ich dir das nochmal als Beispiel zeigen. Das möchte ich in Zukunft ein klein wenig erweitern. Ich suche derzeit viel Musik raus für etwaige Spiele, die in der Zukunft kommen werden. Und da möchte ich das möchte ich dann ein bisschen beibehalten. Ich möchte den Kanal ein bisschen anders gestalten. Ich möchte mich da ein bisschen austoben und das dauert halt immer wieder ein bisschen, bis ich jetzt sagen wir zum Beispiel, du nimmst jetzt ein Spiel her, was weiß ich, Metro 2033, du nimmst es jetzt her, hast da die Trailer vor dir und dann suchst du da Musik aus, die dazu passt. Dann muss ich das mal im Schnittprogramm ein bisschen bearbeiten, hochladen und dann schauen wegen Urheberrecht. Du kennst den Scheiß ja eh. Brauche ich dir nichts erzählen. Und ich möchte mich da in der Zukunft ein bisschen mehr spielen, ein bisschen mehr meine Fantasie ausleben und den Rest siehst du dann, wenn es soweit ist. Genau. Vorerst bleibt alles so, wie es ist. Ja, also bitte, dass wir uns da einig sind. So, und nun das Beispiel zum Thema Cyberpunk 2077 und den dazugehörigen Intros und Outro.
PC, Xbox Series S, Xbox 360, PS4 Pro und die PS3. Genau, ich habe schon vom PC, von der Series S, 360, PS3, habe ich schon Spiele auf auf den Kanal hochgeladen, da habe ich schon ein bisschen was hin und her und blablabla. Du weißt ja, was ich meine. Ich bin da relativ breit gefächert, sagen wir es einmal so. Und in der Zukunft werden wir irgendwo irgendwas aussuchen. Genau. Vorerst, ich muss ehrlich sein, oder ich will ehrlich sein zu dir. Mein PC ist nicht mehr der jüngste. Muss ich da dazu gestehen. Spiele wie XCOM und The Long Dark laufen. Perfekt. Ist gar nichts. Möchte aber einmal eine geraume Zeit vom PC etwas weggehen. Ich möchte die nächsten 2-3 Jahre noch mit ihm auskommen. Hat seine Gründe. Du brauchst nur schauen jetzt da, wie es wirtschaftlich und politisch überall zugeht. Ich warte ab und warte ab. Genau. Sobald ich was weiß, wie es weitergeht, wirst du natürlich von mir, wenn du mich schon länger verfolgst, aber für dich wichtig, wirst du von mir erfahren, ob es Neuigkeiten zu einem neuen PC gibt. Genau. Kurz und schmerzlos. Ich habe da einige Spiele in petto, oder beziehungsweise im Hintergrund. Ich meine, gut, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Wo du vielleicht in einem gewissen Spiel schon 2 Millionen Stunden drin hast, habe ich vielleicht 10 Minuten drin. Kurz angespielt, kurz angespielt, geschaut, ob das passt oder ob das funktioniert am PC. Wenn es nicht funktioniert, Spiel beenden, deinstallieren. Bingo, kurz und schmerzlos, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Und wie gesagt, bitte nicht böse sein, wir werden auch auf die PS3 und auf die Xbox 360 zurückgreifen. Genau. Vielleicht interessiert es dich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Es ist ja überall die Rede vom Stapel der Schande. Ja? Ich habe mir mal einen kleinen Teil meiner Spiele, die mich interessieren oder die ich auf der Platte, auf irgendeiner Platte herumliegen habe, habe ich mir mal zusammengeschrieben. Egal, ob ich sie nun kenne, nur einen gewissen Teil davon oder gar nicht gespielt habe. Das ist ein Teil davon. Und ja, in diesem Video wird es auch zu dem Thema Assassin's Creed Odyssey kommen. Ich weiß, ich kenne die Kontroverse um Ubisoft und verzeiht mir aber bitte, wenn ich was zu Odyssey mache, dann wird es irgendwann in der Zukunft sein. Irgendwann in der Zukunft, das Spiel ist mittlerweile knappe 6 oder 7 Jahre alt und müsste ich jetzt auf jede Kontroverse schauen. Ich bin da jetzt offen und ehrlich zu euch oder zu dir. Man mag mich ein klein wenig naiv nennen, man mag mich dumm nennen, deppert, scheißegal. Wenn ich auf jede Kontroverse Rücksicht nehmen müsste, dann dürfte ich gar nichts mehr. Ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist. Ich höre viele russische Black Metal Bands. Ich höre Nagaroth, eine Black Metal Partie oder Black Metal Band aus Berlin. Auch sehr kontrovers diskutiert die Partie. Ich höre auch Marilyn Manson, auch sehr kontrovers diskutiert. Kennt das ja. Und so weiter und so fort. Mir gefällt auch das neue Linkin Park Album, wo auch die neue Sängerin relativ umstritten mit, wie heißt das, Scientology? Mit der Scientology-Sekte ist. Ich bin auch, ja, ich mag auch einige Tom Cruise Filme und der ist auch bei Scientology dabei. Wie gesagt, bitte nicht böse sein. Ich weiß, es ist schwierig. Aber wenn du mir jetzt deabonnierst, was soll ich machen? Es ist jedem das Seine, mir das Meine. Wie gesagt, ich kann nicht immer auf alles Rücksicht nehmen. Wenn mir was gefällt und es ist trotzdem immer kontrovers diskutiert, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt alles auf Zeiten schieben? Schau, ich mag die Michael Bay Transformers Filme als Beispiel. Ich mag sie einfach. Und ich mag Transformers. Was soll ich machen? Ja.
Wie gesagt, das ist einmal zu dem Punkt der Stapel der Schande und meine kleine Meinung dazu. In der Videobeschreibung hast du 2, 3 kleine Auszüge dieser russischen Metal Bands, Black Metal Bands oder Black Gaze oder wie das heutzutage alles heißt, du weißt. Was der witzig. Wie gesagt, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und den Rest wirst du dann später noch erfahren. Zu Assassin's Creed Odyssey kommen wir später nochmal im Video. So, da. Sorgenkind Nummer 1. Das ist bei mir The Long Dark. Ich habe es probiert, im Überlebensmodus zu spielen, schon des Öfteren. Das große Problem ist, warum auch in der Vergangenheit nichts mehr gekommen ist aus dem Überlebensmodus. Ich habe Probeaufnahmen gestartet, jetzt vor kurzem, zu diesem Überlebensmodus in The Long Dark, um die Karte kennenzulernen etc. Vielleicht kommt irgendwann mal was, wenn ich mir dazu etwas einfallen lasse. Ich verliere nach knapp 2 bis 3 Stunden das Interesse am Überlebensmodus. Genau. Dazu kommt ein zweites Sorgenkind. Wirst auch noch hören, was in puncto Interesse verlieren. Genau. Bei The Long Dark haben wir jetzt was überlegt. Ich werde Episode 5 abwarten und aus qualitativen Gründen nochmal das ganze Let's Play von Episode 1 bis Episode 5 durchspielen. Genau. Ich komme dann später zu noch einem Punkt, das betrifft die Zuschauerinteraktion und sonst irgendwas, was dazugehört. Das ist ein eigenes Kapitel. Ja, das ist einmal jetzt dazu. Kein Überlebensmodus, vielleicht in der Zukunft irgendwann einmal. Das ist jetzt relativ viel, aber du wirst bald merken, worauf ich hinaus will. Das dauert noch ein bisschen, bis wir am Punkt sind. Genau. Zuerst einmal die Fakten, was ich habe und das, auf was ich hinaus will. Wie gesagt, derzeit kein Überlebensmodus geplant. Ich warte Episode 5 ab und wenn dann Episode 5 feststeht, werde ich mit Episode 1 bis 4 beginnen zum Aufnehmen. Eben auch schon, wie schon mal erwähnt, die alten Dinge oder die alten Aufnahmen, die gefallen mir nicht. Das ist qualitativ nicht meins und ich bin nur ein kleiner Kanal, der sich mit relativ kleinen, mit alter Technik zu Hause herum stranguliert und ein bisschen besser in der Qualität könnte es schon sein, gell? Also wie gesagt, Episode 1 bis 4 und dann werde ich gleich in einem Aufwasch Episode 5 dazu nehmen. Genau. Ich komme nun zu meinem zweiten Sorgenkind. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. Don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. And oh, how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again so are you. And the lions roar as me evading and hollering for you. And I never really knew what to do. And every once in a while I sing a song for you that would rise above the mountains and the stars and the sea. And if I wanted it to, it would lead you back
to me. Sorgenkind Nummer 2, 7 Days to Die. Genau. Dort ist es mit dem, ich nenne es mal, mit dem derzeitigen Modus, wo du da halt überleben musst und Missionen abarbeitest und dort einlabst und da einlabst, Basis aufbaust und Blutmondfalle aufbaust, habe ich das gleiche Problem wie in der Long Dark im Überlebensmodus. Es langweilt mich nach ca. 2 bis 3 Stunden. Genau. Auch in der Zukunft habe ich mir da was einfallen lassen. 2025, laut der Roadmap, die ausgegeben wurde, folgt 2025, Mitte bis Ende des Jahres 25, folgen Updates mit Banditen und mit dem Story-Modus. Ich kenne einige YouTuber, die das sicher machen werden. Und das werde ich mir über die YouTuber mal oberflächlich anschauen, ob das was für mich ist. Wenn es etwas für mich ist, wirst du davon sehen. Genau, werde ich reinstarten, reinschauen und dann gibt es ein Let's Play dazu. Genau, einen einmaligen Durchlauf oder ja, einen Durchlauf dieses ganzen Malheurs und danach werde ich 7 Days to Die beiseite schieben. Genau, kurz und schmerzlos. Assassin's Creed Odyssey. Ich werde mich kurz halten. Ich lese zurzeit das Buch. Im Buch wird die Geschichte rund um Cassandra beschrieben. Genau. Ich kenne die Geschichte bis zu einem gewissen Teil im Spiel und derzeit bis zu einem gewissen Punkt im Buch. Ja? Die Geschichte würde mich schon interessieren. Das Spiel hat aber etwas, was mich noch weitaus mehr interessieren würde, nämlich den Entdeckermodus. Richtig, abtauchen in die griechische Mythologie und Geschichte. Genau, das habe ich alles schon mal gemacht mit dem Entdeckungsmodus und irgendwo am Kanal, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, ist es in der Videobeschreibung verlinkt. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Ach du Scheiße, das wird eine umfangreiche Geschichte, das Ganze. Kommen wir nun aber zu einem Spiel, was will ich bringen? Ja, No Man's Sky. Das Spiel mag ich, das ist mir sympathisch. Es hat aber ein großes Problem. Es wird oben raus relativ farmlastig und wie auch schon in 7 Days to Die bin ich mittlerweile des Grindens ein klein wenig abgeneigt. Ich blende dir jetzt mal was ein, das ist so nebenbei ein bisschen entstanden, während ich gespielt habe, beziehungsweise mir offline oder privat einen Spielstand dafür erstellt habe. Der Spielstand ist schon relativ weit und wie du im Bilde siehst, so habe ich mir ein gewisses, ich nenne es mal, Guthaben an Material schon zusammengefarmt. Genau. Ich habe jetzt circa 30 Stunden in diesem Spielstand und wenn ich wieder ein Let's Play mache, das alte ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn es dich interessiert, dann wird einiges an Vorrat schon da sein. Der eine Lagerbehälter, den ich schon habe, der ist gut gefüllt und das Let's Play wird aber in der Anomalie beginnen. Genau, weil wir ja dort einkaufen können und uns sämtliches an weiteren Dingen kaufen können mit diesen Technologien da, was du da ausgraben kannst und nehmen kannst. Und das ist ja nicht nur das einzige. Es gibt Missionen, mit diesen, wo du 10.000, glaube ich, diesen Schrotz brauchst. Dann gibt es noch die Mission mit den Bürgermeister, dann gibt es noch die Rebellengalaxie. Es gibt so viel. Ich habe mir schon 3 Planeten vorbereitet, glaube ich. 3 kleine Basen oder 2 sind es mittlerweile nur mehr. Auf Planeten, wo ich weiß, dort brauche ich nur eine Stunde mal durchfliegen, ein bisschen farmen, ein bisschen grinden, so nebenbei privat.
um sämtliches an Spiel oder an Beständen aufzufüllen. Und das Ganze wird dann allerdings etwas kompakter. Genau. Ich werde jetzt nicht jeden Scheiß mitnehmen. Ich werde verzichten, im Let's Play dann Server auf Grind hinzugehen und hinzuklamusern und hin und her. Du weißt, wie ich es meine, und so wird das später dann auch kommen. Genau. Kommen wir nun zur eigentlichen Geschichte rund um dieses Video und um den Kanal herum, worum es eigentlich geht. Du hast jetzt am Anfang ein bisschen was gehört über dies und das, tralala und jenes, und nun zeige ich dir mal detailliert, was ich vorhabe. Das Ganze bezieht sich jetzt rein nur auf den Juni 2025. Genau. Wenn ich es nicht vergesse, ich habe schon des Öfteren einmal meinen Sendeplan angesprochen. Dieser liegt auf Papier. Genau. Wenn ich nicht vergesse, habe ich es fotografiert und ein klein wenig bearbeitet und gerade eingeblendet. So schaut es auf Papier aus. Und ich möchte jetzt nichts mehr herumklamusern oder herumändern. Ich werde das Programm, so wie du es jetzt siehst, mit 5 Spielen einmal durchlaufen lassen. Das einzige, was mir noch fehlt, sind 9. Ich glaube 9. Jetzt noch einen Blick, dass ich jetzt nicht anlüge. 8 oder 9 PES-Episoden. Genau. Du wirst dann später sehen, was ich vorhabe. Diese 8 oder 9 PES-Episoden werde ich noch aufnehmen, die werde ich hochladen, werde ich eingeben aufs Datum, wo sie heute hingehören. Hat seinen Grund. Ich möchte dann mich auf XCOM und Cyberpunk konzentrieren. Genau. Dazu kommt auch was. Und das ist der eigentliche Aufhänger für das ganze Video. Ich habe es mir ein bisschen ausholen, damit ich jetzt zum Punkt komme, wo ich hin will. Du hast es vorhin schon gesehen, Juni 2025. Warum lasse ich mir die Zeit? Ganz einfach, bis in den Juni hinein. Mir fehlen jetzt noch genau 8 oder 9 PES-Episoden, die ich noch aufnehmen werde in der nächsten Zeit, die ich dann eingeben werde und auf das gewisse Datum hin eingeben werde. Und das ist der eigentliche Aufhänger des ganzen Videos. Scheißegal, ich wollte dir auch zeigen, was in der Zukunft auf dich wartet. 10.06. Fallout 4, 42. Episode, vorerst letzte Folge. Fallout 4 folgt in der Zukunft mit diesem Spielstand nochmal. Ich möchte ja die Geschichte, die ich vorhabe, ja dennoch noch immer erzählen. Ich hole nochmal aus, ich erkläre dir nochmal die Geschichte, was ich vorhabe. Mit den Minutemen das Institut stürmen. Institut zerstören, die Synths befreien. Wenn es dann soweit ist und wir das Institut gesprengt haben, Preston triggern für den Angriff auf die Bruderschaft. Genau, das machen wir dann von der Burg aus. Und danach ab Richtung Nuka World und von Nuka World mit den Raidern zurück ins Commonwealth. Dort sich mit den Minutemen anlegen und Bibabo und Tralala, Preston beleidigen. Vielleicht finde ich diese Mod noch. Wenn ich sie finde, weiß ich nicht, wo man Preston töten kann. Dann werden wir ihn in die ewigen Jagdgründe schicken. Nicht als Jäger, sondern als Beute, weil die Jäger brauchen ja was zum Schießen. Und danach mit dem Selbstmord des Charakters. Wann das kommt, weiß ich nicht. Episode oder PES endet dann am 12. mit Episode 23. Das wird zur Staffel 1. Genau. Bleiben 3 Spiele über. XCOM, Cyberpunk, Mass Effect. Wir haben ja noch Teil 2 und Teil 3 bei Mass Effect. Danach, wenn Mass Effect vorbei ist, möchte ich mal lange Zeit zurückgehen auf 2 Spiele. Maximal ein drittes, das ich im Hintergrund aufnehmen kann. Kurz und schmerzlos. Du wirst natürlich
Sobald sich Änderungen, die schon fix sind, ergeben werden, bekommst du nochmal ein kleines Infovideo in die Playlist hinein, die auf der Hauptseite ersichtlich ist. Kurz und schmerzlos. Und natürlich, je weniger Spiele natürlich am Kanal kommen werden, so wie es zum Beispiel bei meiner Idee, alle 2 Tage ein Video und 2 Spiele, muss natürlich auch für Abwechslung gesorgt werden. Das, was ich dir jetzt zeige, ist jetzt rein nur eine Grundidee. In einem halben Jahr oder wenn jetzt der XCOM Enemy Unknown endet, da vergeht noch, da rinnt noch viel Wasser die Mur runter. Und natürlich muss ich auch für Abwechslung sorgen. Das, was ich dir jetzt zeige, ist nur ein Beispiel. Genau, wie du siehst, XCOM Metro 2033, XCOM Enemy Within, Metro Last Light. Das ist zum Beispiel jetzt nur ein Beispiel. Dass ich sage, ich mache jetzt einen Teil XCOM fertig, mache zwischendurch ein anderes Spiel und dann gehe ich wieder zu XCOM zurück und mache bei Enemy Within weiter zum Beispiel. Natürlich muss ich auch für Abwechslung schaffen und sorgen, weil sonst wird es so langweilig. Bitte vergesst eins nicht, auf XCOM habe ich Bock und Metro kenne ich aus Erzählungen. Die ganze Trilogie. Mich würde das Buch auch interessieren, aber ich glaube, es gibt Bücher, die werde ich mit ins Grab nehmen und sobald Maden an mir knabbern, wird weiterlesen. Genau, als Knochengestell. Wie gesagt, Abwechslung, Sendeplan, dann mit 2 Videos oder mit 2 Spielen, alle 2 Tage ein Video. Muss natürlich auch die Abwechslung her. Ich lasse mir da was einfallen. Und da kommt dann aber auch die gewisse Zuschauerbindung bzw. euch mit hineinbeziehen in das ganze Kommentare und so, kommt da auch noch dazu. Genau, wie du siehst, Zuschauer- und Abonnenteneinbindung. Ich mache keine Formate mehr, so wie eure Kommentare, so wie ich es schon vor geraumer Zeit einmal gemacht habe. Der Grund des Ganzen, die Abstände zu den Episoden verkürzen. Es ist ein Unterschied, ob jetzt da eine Episode alle 4 Tage kommt, so wie du es jetzt schon vorhin gesehen hast, oder erst innerhalb von 10 bis 12 Tagen. Genau. Ich möchte dann eure Kommentare, das was ihr mir geschrieben habt, möchte ich dann mit einarbeiten in die Videos, in die neuen Aufnahmen etc. Ich möchte euch das Ganze, möchte euch ein bisschen mehr mit einbeziehen. Die Idee habe ich schon sehr lang, nur war die Umsetzung bis dato scheiße. Genau, und an der Umsetzung hapert es immer wieder bei mir. Mit eure Kommentare einbinden in das ganze Tralalala. Und zu guter Letzt Umfragen. Ihr werdet auch später, bei Mass Effect wird es noch nicht so weit sein, aber dann später, wenn Mass Effect oder beziehungsweise wenn wir Nummer 3 Spiele haben, so jetzt wie XCOM, Cyberpunk und Mass Effect, werdet ihr natürlich auch durch Umfragen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Genau. Dazu muss ich jetzt aber noch was sagen, es wird zweierlei Arten von Spielen geben. Das mit den Intros, Outros bleibt. Es wird Spiele geben, die ich kenne, die werde ich schon im Vorhinein aufnehmen und dann hochladen. Und dann wird es die Spiele geben, die ich noch nicht kenne, wo ihr mitmachen könnt in den Kommentaren. Genau so werden wir das Ganze handhaben. Dazu aber hätte ich gesagt, später in der Zukunft mehr. So, wir sind durch mit dem Video. 2025, der Juni, mit allem Drum und Dran, was sich halt rundherum so abspielen wird, soll, möchte, was ich mir vorstelle und hin und her, bla bla bla. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen weitergeholfen. Ich bin für Anregungen, Beschwerden, Wünsche offen. Wie gesagt, ich versuche euch mehr mit einzubeziehen,
Das Ganze wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Genau. Weiß alles im Video erklärt. Wie gesagt, in der Videobeschreibung sämtliches an Musik. Also was gehört, wenn es dich interessiert, nur dann. Ich zwinkern zu was. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Nächsten Infovideo. Das nächste Infovideo wird aber ein klein wenig auf sich warten. Das Einzige, worauf ich dich einstellen will, über Weihnachten alle 2 Tage ein Video, über Weihnachten und Silvester, ist alles schon soweit eingegeben. Ein bisschen was wir noch vorproduzieren müssen. Und ein kleines Guten Rutsch Video wird es noch geben. Aber das war's dann, und dann ist eigentlich bis in den Juni nächsten Jahres alles vorproduziert und eingegeben. Bis zum nächsten Mal. Baba.